Viele möchten so schnell wie möglich arbeiten, ihr eigenes Geld verdienen, sogar Geld zu ihren Familien in den Heimatländer schicken. Ab dem 1. Januar 2020 soll es eine größere Sicherheit im Bereich Arbeit geben für die Leute, die eine Duldung haben. Die Rede ist von Beschäftigungsduldung. Deswegen heute bin ich hier mit Marie-Sophie Deuter. Sie arbeitet für die Beauftragte des Senates für Integration und Migration in Berlin. Wir wollen genau klären, wer diese Art der Duldung bekommen darf. Marie, welches Ziel steckt hinter diesem Gesetz? Die Idee hinter der Beschäftigungsduldung ist, dass Personen mit einer Duldung, die fest in einem Beruf sind und ihr Geld zum Leben selber verdienen, auch eine Sicherheit bekommen sollen. Die Sicherheit ist sowohl für die Menschen, die arbeiten, wichtig, als auch für die Betriebe, die sie einstellen. Für wen kommt eine Beschäftigungsduldung in Frage und welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Ja, es gibt leider sehr viele Voraussetzungen für die Beschäftigungsduldung und es ist ziemlich schwierig, da reinzukommen. Ich nenne mal die wichtigsten Voraussetzungen. Das ist, dass die Identität geklärt sein muss von sowohl der Person als auch einer Ehepartnerin, einem Ehepartner. Es müssen 12 Monate schon Duldung vorliegen. Es müssen 18 Monate schon gearbeitet werden, und zwar mindestens 35 Stunden die Woche. Und es muss schon 12 Monate der Lebensunterhalt selber gesichert sein. Für die Person oder für die ganze Familie? Der Lebensunterhalt erstmal nur für die Person, aber es gibt viele Voraussetzungen, die für beide treffen. Zum Beispiel, dass die Identität geklärt sein muss. Gibt es auch Leute, die von einer Beschäftigungsduldung ausgeschlossen sind? Ja, es gibt eine ganze Reihe an Ausschlusskriterien für die Beschäftigungsduldung. Zum Beispiel, wenn Personen nach dem 1. August 2018 eingereist sind oder auch, wenn Personen straffällig geworden sind oder auch ihre Ehepartner und Ehepartnerinnen straffällig geworden sind. Wenn man Familie hat, hat die Beschäftigungsduldung auch Einfluss auf ihren Aufenthalt? Ja, wenn man eine Beschäftigungsduldung bekommt, bekommen auch die Familienangehörigen eine Duldung. Aber sie müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das betrifft die Identitätsklärung, die muss innerhalb von bestimmten Fristen erfolgen, die neu eingeführt werden. Das betrifft aber auch die Straftaten. Und Kinder, die noch schulpflichtig sind, müssen zur Schule gehen. Kann man auch die Beschäftigungsduldung verlieren? Ja, man verliert die Beschäftigungsduldung in dem Moment, wo man die Arbeit verliert. Und deswegen ist es sehr wichtig, wenn man einen Job verliert, dass man sehr schnell eine neue Beschäftigung findet und wieder eine neue Beschäftigungsduldung beantragt. Und in der Zwischenzeit müssen aber alle Voraussetzungen erfüllt bleiben, zum Beispiel auch, dass man kein Geld vom Staat bekommt. Gibt es auch eine Chance, dass später man durch die Beschäftigungsduldung eine Aufenthaltserlaubnis bekommt? Ja, wenn du 30 Monate in der Beschäftigungsduldung bist, dann darfst du den Aufenthaltstitel 25b beantragen. Das ist eine Aufenthaltserlaubnis für nachhaltige Integration. Und da musst du aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die der 25b mit sich bringt, zum Beispiel in Bezug auf Sprache. Für wie lange? Den kriegst du dann für 2 Jahre und der wird verlängert, wenn die Voraussetzungen erfüllt bleiben. Vielen Dank für das nette Gespräch, Marie. Gerne.